dann natürlich auch der Begriff Kölschrock dann auch aufkam, aber immer verbunden mit Bab, obwohl es ja immer noch auch ein paar andere Protagonisten gab. Ich sage ja immer, die tollste Phase von dem, was man halt Kölschrock nennt, die tollste Phase war eigentlich um die Anfang der 90er Jahre, als es plötzlich, als der Tommy sich von Blackfish getrennt hat und hat LSE mit den beiden Kollegen gemacht, mit Arno Steffen und mit Lammers, LSE, war eine sensationelle Band. Das war sowas von innovativ, und Piano Has Been Drinking war auch eine sensationelle Truppe. Ja, und Brings war noch keine Karnevalsband und die haben auch ordentlich losgelegt. Und das war dann eben genau auch zu der Zeit, wo wir dann auch A-Schuh gespielt haben am Klobichplatz. Das war genau diese Phase, war für mich die interessanteste, also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen lustigen Sachen, die da am Anfang passiert sind, aber so am kreativsten war das genau diese Phase, das war unfassbar. Also da hat uns, in der Zeit hätte uns auch keine andere Stadt in Deutschland das Wasser reichen können. Also gerade dieses Arsch-Hu-Konzert, was du da ansprichst, das ist natürlich ein absoluter Hammer gewesen. Ich meine, Klobichplatz, die Bilder haben wir alle noch vor Augen. Das ist schon absolut irre. Und das war, glaube ich, dann auch so eine, war das der Höhepunkt, kann man sagen? Ja, was die Bekanntheit betraf, auf jeden Fall, klar. Also das war wirklich absolut der Höhepunkt von Köln als Musikstadt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, also da kam ja alles Mögliche noch hinzu. Dann zu dem Zeitpunkt siedelte sich dann kam das mit der Popcom. Dann kam die Sache mit Viva, die sich hier ansiedelten und sowas alles. Ne? Also und dann ging es bergab. Ja, so gesehen ja, ne? Klar. Aber das war so, sagen wir mal, der Höhepunkt jetzt vom Stellenwert Kölns. Und dann kann man das sogar vielleicht fast an einem Datum sogar festmachen. Es ging dann abwärts eigentlich, und das ist ja auch einer der Trugschlüsse Kölns. Köln glaubt immer, es wäre aus sich selbst heraustragend. Aber ich denke, vieles, was Köln ausgemacht hat, hing damit zusammen, dass Köln halt die nächste große Stadt neben Bonn gewesen ist. Und mit dem Hauptstadtbeschluss 91, ab dem Moment setzte der Sog nach Berlin ein. Und ab Anfang der 90er umso schneller, als nachher der Hauptstadtbeschluss umgesetzt wurde, also Anfang der 2000er. Das heißt also, diese relativ kurze Phase zwischen 91, 92 bis 98, 99 in dem Dreh, das war nochmal so ein, das war nochmal, wo das alles sich nochmal so etabliert hatte, aber dann ging es aber rasend schnell Richtung Berlin. Das ist richtig, und es ist ja auch interessant, weil Wolfgang Niedecken hat auch gerade vom Brings erzählt, das ist mir auch aufgefallen, dass ich habe auch dieses Lied im Kopf, nur mehr zwei, also was die gesungen haben, was ja dann schon eindeutig Kölschrock war, und dass die als Kölschrock-Band sozusagen wahrgenommen wurden und dann aber Probleme bekommen haben und dann den Karneval ja praktisch als Rettungsanker nutzen mussten. Da hatte sich schon was gedreht. Also wir hatten ja die Bands, also Bab und Brings hatten ja viel miteinander zu tun, also wir hatten ja wirklich viel miteinander zu tun. Also unser damaliger Gitarrist hat die ja produziert, ganz am Anfang. Der Major hat die produziert, ne? Der Major hat die produziert, ja. Und das hat er auch gut gemacht. Und das war eine tolle Band, überhaupt gar keine Frage. Wenn die nicht so toll gewesen wären, hätte die das mit dem Karneval natürlich auch nicht mehr geschafft. Aber das war so, das war halt schwer, diesen davon leben zu können. Und die hatten natürlich auch alle schon Familie. Das ist überhaupt so ein Ding, das weiß der Laie eigentlich gar nicht, wieso Bands gut funktionieren in einem Alter zwischen 17 und 28. Weil man da noch keine Familie hat. Man ist froh, wenn man genug Sprit im Tank hat, man seinen Deckel bezahlen kann und wenn man ein bisschen was im Kühlschrank hat. Und dann geht das los. Und auf einmal hast du Verantwortung. Auf einmal musst du gucken, dass du für eine Familie die Miete bezahlst und weißt du, Klamotten. Und auf einmal geht das in eine ganz andere Richtung. Da muss das auf einmal stimmen.